Welkom hier Tim Tabzinje. Ik vrij me dat je hier alle erbij bent. En ook voor die dat u erbij bent. En ik doe die aan einfach met te merken, met te zingen. En wel ons vrije. God is goed te ons. En aan wil we aanbidden. En ook het zien hoe het leren van jou. Zo de best aan je doet. Merk met hoe immer de best. Mijn leven lang, zolang ik weet, Gott wir Götter meine soll. Ab so ja hiu, ab so ja lich, ich wo sing, wo immer ich go. Mein Leben lang, solang ich weet, Gott wir Götter meine soll. Ab so ja hiu, ab so ja lich, ich wo sing, wo immer ich go. Gott ist dich in me, vel me höll om det blomstrar haft för mig. Var en dolbräck, vad höj me upp hem, upp dem nom from han då jag förtröd. Min leben lang, så lang jag vet, Gott dir Götter mina soll. En God wie alle wij doen op hoog, op leeg en goud en slechte tijden. En wie wil hem allemaal prijzen, zingen en ons eraan vrijen dat hij goed is. Nu willen we niet zeggen, Eva Jerna, niet? Eva Jerna, ja. Hast du mal dat erlebt, dat Kreuzerramtheim, als du dit gedacht hast? Bei Jerna wird das nämlich so. Hij had erlebt dat nu, wat hij zich gedacht had, hij uitklebt. Hij sagt nu, wie de Menschen Gottes Wut annehmen. Wie de Menschen sich änderten, wie de beten deuten, wie de zu Gott reibten.
En dat krijgt erlebt hij nu, wat hij zich gedacht hat, dat soll er nicht. Wenn wir uns mit evaluieren, hij wie ein Prediger, hij wie ein Missionar, hij vertelde anderen von Jesus, en hij merkt dat niet treurig, dat Menschen gerat werden. Gott, früh ham Jerna, warum reagierst du so? Der Jerna, der kommt einfach bei den Momenten und sagt, Gott, ich weiß, dass du bist langmütig. Deine Geduld, deine Liebe, deine Gnade, der hat kein ein. Heute nimmt sie eine Sache und ging am ersten von Ninive. Du bist heute ein kleines Dachsje, am nicht ganz am geradsten Sonnenschein zu setzen. Am ersten von Ninive lag nämlich eine Wüste. Und du sah er sich nicht doll und beobachtet, was wird an Ninive passieren. Ähnlich wünscht er sich, wahrlich hat dort beinahe 40 Jahre soll Ninive letzten Baden gemerkt worden. Ninive soll versteht worden, wenn es dort wie seine Botschaft. Und heute wünscht sich so sehr, dass diese Menschen dort nicht sollen annehmen, wenn es dort wäre erfin. Gott leitet nach einer Rangwurzel an dort der gerne dort mit Peter hat. So reiche Mitglied kriegt er dort nu. Wenn wir uns mit der Wahlei seine Zeit wird er wahrscheinlich so lang gewesen. Ein Samarias sieht er diese Rang und er freut sich so sehr, dass wir eine Rezinus stehen. So er wahrscheinlich, der bald 3 Meter groß wird und der riesig große Blätter hat, wird er rechen scheinen Schade geben. Nächsten Samarias sagt er, wird der Rang schlapp raufhängt. Nämlich wird ein Warm gekommen und hat dieser Rang angestärkt. Hier, wie ein Tier, kreist es am Anfang bei der Geschichte, wo Gott einen Fasch gedeutet am Jerna Terade. Als nächstes zeigt Gott einen drehen Erzwind. Manchmal erlebe ich dort über längere Zeit mehrere sind, weil ich dreher Wind ist. Und sonst merkt das möglich. Dort kann tatsächlich passiert hier auch. Jerna, der war sehr möglich, aber das ist heute ein Wind. Und er sieht einfach der Gott, ich mach nicht bloß nach sterben. Mit mir ist es nicht. Du passiert selber zinnisch, da war er mir sehr gewöhnt schon mit den Niniviten. Der bekehrte sich doch, was er nicht solle, an meine Ehe, nur weil ich einfach sterbe. Gott, der fragt Jerna, kijk mal du, ich hab die geplant, was Leute. Du hast nicht der gesagt, du hast ihn nicht ausgeachtet, nisch. Du hast bloß nie Nate davon. Du bist traurig über eine einzige Plant. Wir sollen mir nicht all die Menschen, über 150.000 Menschen mit all das Feuer in der Bahn, all die Tiere, wir sollen mir dort nicht jammern denn. Ferke, wenn wir an unserem Leben bekennen, du wünschst wie unsere Nächsten, wer immer das ist. Was hat mein Kumpel ist, oder mein Feind, oder eine Person, die ich nicht so gleich. Dem gern wie nicht eine Sache. Kreuz es gerne hier. Wie mördlerst du darüber? Heu wir nicht frei, heu konnte ich nicht mitfreien, dort ne Meier Säule gerat wurde. Dort ist mein Wunsch Gebet. Dort dürfen euch das Lehre kennen, dort wie unsere Nächsten, dort positive Wünsche, dort wie dem Sehne kennen. Danke, Jesus, für die große Leute, die du uns immer weiter gibst. Jesus, du hast uns alle im Säuer läuft, du hast uns gerat, Dankeschön dafür. Magst du uns immer weiter lehren, uns auf eine Übung schenken, unseren Nächsten wirklich was Positives zu gerne, uns an der Mitte freien, besonders wenn Menschen gerat wurden, das hier in diesem Beispiel mit dir, dass wir uns frei können, dass eine Säule Meier gerat wird. Jesus, verzeih, wo das nicht, wie mies es dort gewesen ist, und sehen wir uns daran. Amen.
wann wie Gottes Tjenig sein. Fangen hier dann ab, wann wie Gottes Tjenig sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gottes Tjenig sein. Emma jeder schein, wann wie Gottes Tjenig sein. Emma jeder schein, wann wie Gottes Tjenig sein. Emma jeder schein, wann wie Gottes Tjenig sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gottes Tjenig sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gottes Tjenig sein. Mooie met Jesus wel ik goed, mooie van Jesus kan verstaan, mooie zoals Jesus wel ik zijn, leven voor arm en arm alleen. Mooie van Jesus, mooie van Jesus, mooie van zijn herrlichheid, mooie van Jesus wil ik zijn. Mooie van Jesus zingen vrede, mooie van armen zingen leib, jest van God mijn leraar zijn, wiesen mij voor uit arm zal zijn. Mooie van Jesus, mooie van Jesus, mooie van zijn herrlichheid, mooie van Jesus wil ik zijn. Mooie van Jesus in zijn woord, handgemeinschaft met mijn Haar, hier in zijn stem en alle ween, hij zal mij leiden bad om een. Mooie van Jesus, mooie van Jesus, mooie van zijn herrlichheid, mooie van Jesus wil ik zijn.
Dankeschön voor dem Himmel, für deine Life. Ich danke dir, dass wir einfach kennen, die immer waren uns unter die kommen. Mehr mit dir erleben, mehr dein Wort lehren, mehr Gemeinschaft haben. Und das wir all bei dir nachher. Die hat sich sogar ab die Geharsten, aber sich bei uns ziemlich beschwert oder ziemlich unzufrieden mit dir, aber er redet mit dir. Er helpt uns, dass wir immer waren, uns die Zeit nehmen, all die einfache Sachen, all das, was wir durchkommen, immer waren mit dir überreden, mit dir Gemeinschaft haben. Und die aus unseren Haaren anerkennen und horchen, was du uns zu sagen hast. Mehr von Jesus, weil wir. Jesus in Namen. Amen. Eine von den Eigenschaften, die ich von der anreden will, was der Leib hat, laut 1. Korinther Kapitel 13, ist, dass der Leib nicht neidisch ist. Leib ist nicht ivrig, sagt eine andere Übersetzung. Leib ist nicht nur sich. In so einer steht ja für Stiere, für Freundschaften. In so einer wahrscheinlich einer von den stärksten, was ein sinnhaften Hintergrund ist der Neid. Wo Neid ist, bleiben Freundschaften nicht bestehen. Die Bibel sagt uns sehr klar, dass Neid hinter der meiste sinnhafte Dote steigt. Besonders ist in Jakobus Kapitel 3, Vers 16, wo der Mensch aufjenstig in Nosig sind, du ist alles uit de Ordnung. En du geht dort beißt. Eine andere Übersetzung sagt, dass du dem selbsten Vers, dann wo nicht in Streitsucht ist, du es Anordnung in jeder schlechte Tod. Wieder sagt die Bibel uns, dort aufgangst und nicht, die Menschen befähigt für sehr verschiedene schlechte Dinge im Leben. So aus Lieder Kapitel 4, Vers 4 uns das sagt, ich sag, dort all dort bemähe, und all dort kriegte Arbeiten stammte von Aufgangst zwischen Menschen. Das ist nicht zu verstehen, sagt er. Dort ist es, wann wie Wind griepe. Wie wollen was nehmen, was uns nicht in den Hängen bleiben kann. Die Menschen wurden fragt, wann die von Angst angenommen, von Aufgangst, von Neid angenommen sind. Das ist im Stone, was nicht in uns bewirken kann und wir uns dort mitnehmen kann. Wir sehen zum Beispiel in Sprecher Kapitel 14, Vers 30, wo dort sagt, ein friedliches Wort jeft den Charpa leben. Aber er sagt da wieder, Aufgangst merkt die Knirkes im Fühle. So, nicht bewirkt in unserem Charpa schlechtet. Viele Krankheiten, die in uns für sich können, verkommens charperlich, sind durch die dritte Weise, dort unsere Säule nicht friedhaft. Dort unsere Säule im Waderstand, im Wadersatz mit dem lebt, was Gott uns in seinem Wort lehrt hat. Nicht versteht Freundschaften so bosig aus Neid. Dort kann Familien verstehen, dort kann Geschwister verstehen, miteinander bringen, dort kann Handelsgeschäfte verstehen, dort kann Nachbarschaften verstehen, dort kann Länder verstehen, die sich gegeneinander setzen, weil es nicht in End ist. So, wenn nicht so versteherisch ist, dann ist meine Frau von der und die, wird ja wie dem nicht von mit Warteltaub in unserem Leben rutschrieren. So, worum das von der gehen soll, ist am Genmittel, am Impfung, jen wird ja wie immun worden, den nicht jen ever. Verkommens ja wie seine, oder ja wie lehre, was döne, wann wir beobachten, was man nicht döne soll. Und so ist das in einer Geschichte, Jesus verteilt hat in Matthäus Kapitel 20, der ich mal lesen will, ab dem Vers 1, wo uns dort wiesen hat. Dort haben wir lehre,
wat wie doen zullen, indem dat wie mal Menschen beobachten, die dort doen, wat man nicht doen soll. Jesus sagt das so, im Vers 1. Met dat Himmelreich ist das so aus mit ein Ehendäumer, der tätig zu Marius ging, Arbeiter zu meiden in sein Wiengorde zu arbeiten. Als hij sich mit an einig ward, an ein volles Dauersleun zu tole, schickt er an in seinen Wiengorde. Und als hij klok 9 rütging, zag hij nach andere op dem Marktplatz stonden, die nichts zu tun hadden. En hij zei aan, gaat je ook in mijn Wiengorde arbeiten, en ik wil je geven wat recht is. En zij gingen. En als hij op middag rütging, en klok 3 namiddag waren, merk hij dat groot zo. Bij klok 5 ging hij nog eenmaal en vond nog immer Menschen, die zich ramstonden. En hij zei aan, waarom stond je hier den dag even en deine nichts? Zij zeiden, weil's ons China nicht gemeint haft. Hij zei aan, dan gaat je ook in mijn Wiengorde arbeiten. En als dat eerst ovend wordt, dan zei de Ehendäumer van dem Wiengorde te zijn huisvader, roept de arbeider en tol aan Loon. Aber fang beim Letzten an. En zo bat du bei dem ersten best. En dan schijmen die klok 5 gemeid weer. En kreeg jeder een vallet Dauersleun. Der Ehendäumer übernahm sich hier was zu tun, wo er die Arbeiter über keine Rechenschaft aufleihen braucht. So er wie die Ehendäumer von dem Wiengorde. Er kann tun, was am eigentlich recht scheint zu tun. Hier passiert nichts, was büter seinen Streck wir oder was büter was normales wir. Bloß hier passiert was für die erste Gruppe Angestellte anders wie als dat zij sich dort vorgestellt hadden. En dat bewirkte een erhoorte Untevredenheid. Uit diesem Beispiel heb je, wat Jesus ons hier in deze Geschichte vertelt, heb je 5 Mädels leren, die ons in unserem Leben helpen können, wie wir nicht aufschaffen können. Erstens einmal, wenn du was nicht in deinem Leben schaffen, dann hier ab die mit anderen zu vergleichen. Vergleichen, uns mit jemand vergleichen, ist eine Sache, was sehr leicht getan wird. Ist eine Sache, was vielleicht auch gern getan wird. Auf wie die Falle, was das jaft Meter oder nicht, das wird eine andere Frau sein. Aber wir sind da in Vers 10, wo Jesus dann sagt, aber als dat bei der erste kam, dachte die, zij würde mehr kriegen. Aber zij kriegen auch jeder ein volles Dachleun. Dat wäre auch das, was zij bereid hadden. Die Ehendäumer, die nicht weniger tolle als das, was er an versprochen hat. Sie hadden sich vereinigt, Samariens, die anfangen zu schaffen, was Dauersleun wird sein. Die Bibel lehrt uns sehr klar, dass Gott nicht von der Einstellung her ist, dass er das will, dass wir Menschen uns mit anderen vergleichen. Einmal, wir sind sein Geschöpf, er hat uns noch sein Bild neu gemerkt, wir sind am ähnlich. Er hat in unsere Horten steht Ewigkeiten angelegt. Wir sind von der Kreatur, was uns das Tollste an den Schöpfer liegt nicht drin. Er hat uns einmalig gemerkt. Dazu haben wir nicht will, dass wir uns mit unserem Nober vergleichen sollen. Zweitens, woran ich glaube, dass er das nicht will, ist, dass wir stehen in ein von 2 Gefahren. Die erste, die ich da sage, ist, dass wenn wir uns vergleichen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir keine neidisch werden,
Wils wie worden erkennen en geloven dat dem nächsten dat beter geht als mij, die kan meer als ik, die haft meer als ik, die redt beter als ik, die zingt beter als ik, en ik kan dat niet erreichen. Dan zie ik am neidisch en wel verzieken met mijn neidende haltung dem rauf te tragen. De tweede gevaar die we stonen is, ik kan gestalt worden. Indem dat ik geloof dat ik beter zie, ik krijg dat beter aan. Wanneer ik dat niet doe, dan is dat niet gedaan. Zo, omdat dat gedaan is, moet ik dat gedaan aan, want wanneer de andere dat wat doen, dan wordt dat niet kans dat erwartete resultaat erreichen. Ik word gestalt, ik erhef mij dem nächsten geen eeuw. En dat is niet dat concept wat de Bijbel ons leert, wat we hebben zullen. De Bijbel leert ons dat we zullen onze nächsten hecher achten als ons selbst. Zo gaat wel op keinen Fall niet dat we ons jensige verdrietig merken. Wat u hier, wanneer du Trouble hast, mal die met jemanden te verdriechen, en dat u dem benijden ist, dan is dat daaruit mogelijk dat u dem benijden ist, weils du dem seine Geschichte nicht kennst. Du würdest die uitmerken, wanneer du die met zo'n Fall konfrontiert ist, leer dem Mensch kennen, leer dem seine Geschichte kennen, waarom ist der du? Wat heeft hem dat gekost door aankomen? Wat heeft hij voor wat je uithuilen moest? Zou ja waarschijnlijk, wanneer du eerst dem nur dat kennen leren worst, wordt die net dem jeen ewa al verschwinden. Die worst vielleicht zeggen, ik zie vrouw, te zijn wer ik zie. Ik zie vrouw te hebben wat ik heb. Ik wil dat niet, wat hij heeft. Ik bruk dat niet. Wens we völker zijn beziehungen twee gegaan, omdat hij bij dem erval gekomen is, wo hij gekomen is. We völker zijn eerst in de bresche gegaan, wens hij zum Beispiel een erfolgreiche Firmenunternehmer ist. Beziehungen kaputt, Preis ist geteilt worden, dem Erfolg zu erlangen. Wenn wir dort dann erfahren, was ist, der Wache was du haben, dann interessiert uns das nicht, dort zu haben. So ab Windgebiet ist nicht. Als zweites, als erstes, nicht vergleichen mit den anderen. Als zweites, wenn wir nicht wollen uit dem Leben schaffen, dann müssen wir leren op Gott seinen Genoden erwies te vertrouwen en ons door te ervreien wat Gott dem Nächsten vergeudet hat. Vrede met andere mensen met. Vrede an dem, wann du sitzt, wo soll Gott ihnen nur segnen hat. Vrede an dem, wann du sitzt, dat deine Götter Arnd haft. Vrede an dem, wann du sitzt, dat die eine gute Gesundheit hat. Vrede an dem, wann du sitzt, dat die eine gute Familie hat. Vrede an dem, vrede mit dem met, wann Gott dem segnet hat. Wir sind hier in Vers 10 und 11 im Kapitel 20. So ist all im 10. gelesen, aber ich wollte noch einmal lesen. Als dat bei der erste kwam, dachte die, zij würde mehr kriegen. Aber zij kriegen auch jeder einfalle Dauerslön. Und als die dat kriegen, dann grunzte zij vom Harte. Untevredenheid hat an ergrepen. Waarom? Weil zij geloofde einfach, ihre Arbeit wie mehr wird, als die die te laatst angefangen hadden. Viermal erwähne ich den Vers in Römer Kapitel 12, 15b, wo das sagt, hielt mit die Hiele. Das ist uns vielmals leichter, aus dem anderen Teil, was ihr da seht. Weißt du dem? Vrijtje met de vrijende. Vrijtje met die met, wat sich da freien, ne? Das ist für uns nicht so einfach. Wenn wir sehen, dass irgendwer vom Horte hielt, dann ist uns das einfach Hand zu gehen, mit Jülle vom Horte, nicht?
Wie viele uns leicht angenommen von dem, dass dem anderen nicht so schlecht geht. Aber ist das auch so mit uns, wenn wir sehen, dass jemand sich so freut? Schau wir uns auch anhören, einfach mitfreien mit dem, vieren, fastmerken und einfach uns freien an dem, dass Gott dem so wirklich gesehnt hat? Freutend mit dem mit, der sich freien tät. Das ist eine Sache, was wir lernen müssen. Nicht kann sich nicht mit jemand mitfreien, dem das gut geht. Nicht mocht Leute dem das gut geht, trittreichen, rauftreichen. Nicht ist eine Sinn, der sehr geheim ist. Viele von Sünde, tja wie Säune. Und wir sind auch gleich geneigt, dass wir ab so eine Sünde hanwiesen wollen. Menschen aufmerksam machen. Warum? Bis wir sein die. Wie viel in uns ist nicht, was man nicht sein kann? Wir benedigen jemanden, aber keiner wird das Raum uns an, wortwörtlich in mir ist. So, ich kann mich nicht mit dem anderen mitfreien, dass dem das gut geht. Ich kann mich nicht mit dem mitfreien, dass der einen guten Segen gekriegt hat. Ich beneide ihm das. Das ist keiner. Aber die verstiererische Kraft, die der nicht hat, ist nicht zu unterschätzen. Der ist sehr wahrscheinlich nicht Slander aus Ehebruch oder aus jemanden anbringen gegangen. Oder aus irgendeiner anderen Sünde, die sichtbar sind. Die Kraft vom Neid ist sehr stark. Das dritte Gegenmittel, was wir in diesem Aufschnitt finden können, ist, sei dankbar für das, was du hast. Dankbar zu sein. Und es steht, sich auf dem zu konzentrieren, dass du für eine Stunde kriegst so viel gekriegt hast, als ich für 8 Stunden, und meine Zeit mit dem zu verlieren, und mir Raum zu bieten, und mir selbst zu grämen, sehe ich doch lieber dankbar für das, was ich gekriegt habe, für 8 Stunden arbeiten. So, wenn ich meine Kraft und meine Energie in dem nennen sagt, dass ich mich frei, wo ich wieder vorwärts komme, als wenn ich meine Zeit damit verliere und mir das überschworde, dass ich kriegt so viel gekriegt habe, für viel weniger Arbeit als ich. Das muss übergelehrt werden. Das ist nicht eine natürliche Angelegenheit. Einzig fällt das leichter als andere, sich mitzufreien. Aber ich glaube, im Prinzip müssen wir uns das lernen. Und Paulus sagt das auch so in Philipper Kapitel 4, Vers 11. Ich rede nicht, weil es mir was viel sagt. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Wo immer mir das geht. Der Schwerpunkt liegt da, was er sagt, ab dem ich habe gelernt. Mir kann das gut gehen und ich bin zufrieden. Ich kann mit viel fertig werden, weil ich gelernt habe, zufrieden zu sein damit. Aber ich kann auch mit wenig fertig werden. Mir kann das auch schwer gehen, mir kann das auch schlecht gehen. Ich kann auch nicht sein. Aber ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich kann mich entschließen, dass ich ein zufriedenstellender Mensch bin, unabhängig von wo meine Umstände rum sind. Das ist ein Schulungsprozess. Wieder sagt er uns in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7, wer jeft die dort reicht, die wird anzubilden? Und was hast du, dort die nicht als gegift wurde? Und wann du dort gekriegt hast, woran post du die dann, als wann du dort selbst verdient hast mit deiner Kraft? Der Net basiert sich auf einer Lehrnis, die du sagst, ich muss mehr haben, um leidlich zu sein. Ich muss mehr erregt haben, als mein Nächster hat, dort ich kann leidlich sein. Warum? Mir wurde all dort Gute treffen, was dem Nächsten getroffen hat. Oder ich könnte vielleicht sagen,
mir wird mehr treffen, aus dem nächsten getroffen habe. Die Wahrheit ist, dass wir, solange wir in dieser Welt sind, wo wir wahrscheinlich in dem nicht kämpfen. Das Interessante ist, dass uns das so schwer fällt, das heute zu geben. Ich glaube, dass irgendwer von Ihnen was neidisch sein, aber ich? Ich dachte, nee. Irgendwer kann einmal wem beneiden, aber ich? Doch. Wenn ich ganz ehrlich sehe, soll ich eine oder andere Sache, die in meinem Leben für uns abkommt, und mir erweicht das einen nicht in mir. Warum fällt uns das so schwer, das heute zu geben? Die Bibel lehrt uns dort ganz klar, dass wir brücken uns gegenseitig, dass wir geschoben werden. Man schobt Isa mit Isa. Personen worden geformt, ihren Charakter wird geformt durch Personen. So wir brücken uns gegenseitig. Und je leichter uns das fällt, dass wir lernen, darüber zu reden, du hörst mal her. Mein Nachbar hat das so gut, und mir ist das schwer. Kannst du mir mal damit helfen? Tja, wie du mal über reden, dass ich damit klarkomme, dass ich damit überkomme? Wir lesen in Lehrer Kapitel 6, Vers 9, dort was du verdienen hast, stellt Dollar tevreden, als was du dir wünschst. Wir haben mit uns den Ausdruck gebraucht, die werden hier im ganzen tun, normalerweise sieht es reiner aus. Das ist interessant, aber das ist meistens so. So, das zeigt mir, dort, was David heute trifft, das stimmt mir eigentlich so, dass das besser als dort, was mich heute trifft. Warum? Das ist nicht ben. Und nicht ja wie nicht brücke. Wenn ich dann durch im Tün gehe, dann sage ich mit einem, der wäre es nicht später als bemeint. Du wen sagt uns Lehrer, dort, was du tust hast, dort, was verdiene ihr liegt, wenn du dort erkennen liest, dort wird die so merken, als dort, was du die Wünsche des zu haben. Die vierte Angelegenheit, was uns ein Jehenmittel ist, nicht in unserem Leben zu schaffen, ist auf Gott zu vertrauen, wenn das Leben anscheint, dass alles angereicht ist. Uns ist es leicht, auf Gott zu vertrauen, wenn alles gut geht. Wir können auf Gott vertrauen, wenn wir gesund sind. Wir können Gott auf Gott vertrauen, wenn wir nicht reinkriegen. Wir können Gott auf Gott vertrauen, wenn wir nicht Arbeit haben, wenn wir nicht gute Kunden haben, die uns Geld bezahlen. Das gefällt. Das Vertrauen auf Gott, das wird erst dann geprüft, wenn das anfängt, nicht fan zu tun. Und das ist die Herausforderung, dass wir in dem Moment lernen, auf Gott zu vertrauen, wenn die Umstände anscheinen, gegen uns zu sein. Alles sagt du, lass mal locker, das ist halb so wild mit dir, als du leist. In dem Moment, uns entspannt in Gott seine Hände treten lassen und fast auf ihm vertrauen. Eine von den Redensorten, die sehr typisch ist für Neid, ist, das ist ungerecht, was mir passiert. Das ist ungerecht, dass mir behandelt wird. Ich habe vielleicht kriegt so hart gearbeitet als der andere. Und dort wir bei diesem Mann hier in dieser Geschichte, der von tidig angefangen hat zu schaffen. Das ist ungerecht. Dass du die Klock 5 Jahre angefangen hast, so ein Stützchen von dem an diesem Tag geschafft hat, das ist ungerecht. Die Frau wie, ich weiß auch nicht, was sie berät hat, was er angeben soll. Doch. Vielleicht sagst du, du wirst mal anfangen, heute zu arbeiten, damit du
Maja sehen schrie kost. Oder du warst mal anfangen, Volk nach die Schweiz zu gehen. Oder du warst mal anfangen, Volk nach den Tierndl zu geben. Oder irgends nach abvergeben, omdat Gott die Maja sehen kann. Ich glaube nicht, dass das die rechte Motivation ist. Gott ist im Prinzip mal nicht eine Geldmaschine, dass wir in Beten anstappen und dass er ans Fuß was trägt. So funktioniert das nicht. Die Sache ist, dass Gott ganz genau weiß, was jeder einzelne Geschöpf von ihm braucht. Er weiß korrekt, was er die geschaffen hat, und er weiß korrekt, was er die Nuba geschaffen hat, und er weiß korrekt, was die jenseitig brauchen. Er hat auch dem Kron in seiner Hand, über wer er wem seine will. Wir sind in dem Vers 12, wo diese Männer sehen. Diese Letzte haben mal eine Stunde gearbeitet. Und du hast uns an je Licht gemerkt, dass wir durch die Deus hat, der Lust gedreht haben. Man kann das hier klar rüttieren, weil der nicht hier uit ihre Poren rütsprosselen. Sie wären voll, das muss rüt. Das ist hier te seine, dass das falsch ist, was hier vergeht. Sie hadden de Deus hat uitgehuild. Sie hadden de Last gedreht. Sie hadden das Recht, mehr zu schreien. Als die natürlich, was Luther angefangen hat. Doch was sagt hier der an des Ehendeimer? Was kämmert die dort? Was echt mit all dem de? Er sagt im Vers 15, darf ich mit dort, was mir meint ist, nicht tun, was ich will? Oder bist du aufjenstig? Willst ich so mildjährig sein? Du sagt Jesus den Finger auf den wunden Punkt. Der Kuren vom Neid ist dieser. Wenn ich jemand neidisch sehe, dann kämpf ich in Wirklichkeit gegen Gott. Mein Problem ist nicht mein Nachbar, dem ich beneide. Mein Problem ist Gott. Ich gehe direkt gegen Gott. Mein Problem ist mein fehlendes Vertrauen Gott gegenüber. Dat is wat mij schwadet. De net is de fiber. We verken wel wie fiber behandelen. Aber dat twijfelen aan God is de Entzündung. Ik war da stur de Entscheidung Gottes, meinen Nachbar zu sehen. Wenn ich jemand neidisch zie, dann ist mein Problem, dass ich gegen Gott gehe und nicht gegen mein Nachbar. Oder auch nicht gegen das, was der Nachbar hat. Ich glaube, dass Gott dem anderen mehr lebt als mir. Ich sehe bei Gott nicht ganz so viel wert. Warum würde dem anderen dann so viel Geld tun und mir nicht? Ich fange an, Gott seine Dote te hinterfragen. Das bewirkt nicht. Die Wahrheit ist, dass Gott keinem mehr lebt als dem anderen. Gott seine Liebe ans Menschen gegenüber ist grenzenlos unbedingt. Er hat uns als ein Ebenbild von ihm gemerkt und er lebt in jeder einem gleichen Seier. Unabhängig von dem Sehen, was überkommt. Der Liebe Gottes uns gegenüber wird durch nicht in Frage gestellt. Kann das sein, dass ich glaube, dass Gott schuldig ist, meine Wünsche zu erfüllen? Kann das sein, dass ich
Ich glaube, dass Gott seine Verantwortung ist, meine Wünsche zu erfüllen. So soll je sagen, Gott ist keine Geldmaschine. Der jetzt, wo ich was anstappen, der bringt mich vor zusammen drei. Oder mehr als dort. Er ist nicht verantwortlich. Er hat uns verheißen, in seinem Wort uns zu versorgen, mit all dem, was wir brauchen wollen. Aber er hat uns nicht verheißen, dass er uns alles geben wird, was wir uns wünschen. Er läuft uns unbedingt. Kriegt und deunt, was von Nummer wir haben, wo wir herkommen, wo wir hingehen, was unsere Arbeit ist. Er läuft uns, weil wir sein Geschöpf sind. Das letzte Jähenmittel, was ich erwähnen will, wenn wir nicht weil in unserem Leben schaffen, dann ist das betet, was das eine Leid, was wir singen. Halt ihnen Blick ab Gott seinen Plan für dein Leben. Lass dich nicht so leicht auflenken von all die Sachen, die Ram brammen. Halt dich fokussiert ab dem Plan Gottes für dein Leben. Lass dich nicht von den Umständen auflenken. Das ist diese Männer, das gehen hier. Sie haben ihre Sache doch ganz klar berät. Sie haben mit dem Ehemann vereinbart. Bloß hier kam eine kleine Begebenheit an, in diese Aufrechnung, wo sie nicht wollen, woran haben sich da nannte mischen, der an ganz dahin unterbracht. Der schmeißt dann ab einem Augenblick ganz in den Boden. Sie wieder Fuß ab den Schlag, angenommen, dahin unter. Das kann nicht sein. Ein sehr einfacher Satz fällt dem Ehemann hier in den Müll. Sehr kalt, sehr klar, sehr krass. Nimm, was die hier hab auf. Sei, dass du fortkommst. Dort, was dient ist, wach mit dort. Dort ist dient. Jammer die nicht am dort, was die nicht trifft. Er sagt dann hier grundsätzlich, leb dein Leben. Du bist beauftragt worden, dein Leben zu leben und nicht die Nuba sein Leben. Du kannst die nicht die Nuba seine Kleider antragen, um dem sein Leben zu leben, um dem seine Abgabe zu führen, um dem seinen Sehen zu nutzen. Du hast eine Abgabe, du hast einen Auftrag, Gott gegenüber. Und versuch dem nicht in den Stich zu gehen. So als wir hier all ein paar Mal hin an der Gehit haben von Jona. Jona versucht seinen Auftrag auch in den Stich zu rennen. Deswegen einmal sagt an, Jungs, je habe einen Auftrag. Leef dem uit. Neem wat eentje is en zei dat je hier wegkommst. Die Mission ligt fertig. Der ligt nicht hinter die. Du hast die noch verre te rechten en nicht noch hinter te rechten. Wir sind in Hebräer Kapitel 12, Vers 1, wo das sagt, weil wir nu so viele haben, damit stortet Beispiel von Glauben aus einer Welt um uns sind, weil wir nu auch den Sinn aufleihen, der uns so leicht anhängt und schwachfällig macht und unheulend rane, so als dort für uns bestimmt ist. Das ist deine Herausforderung. Du bist nicht berufen worden, um ständig hinter die Ram zu weilen. Du bist berufen worden, deine Vergangenheit, was du erlebt hast, loszulassen und mit Jesus seine Hilfe durchzuarbeiten, die Freimerke zu lassen von ihm und verweicht zu gehen. Du bist nicht berufen worden, dass du die in deinem Mitleid verfallen sollst und du dann ständig boden. Du bist berufen worden, noch verder zu gehen. Der Psalmist sagt im Psalm 139, 15 und 16, meine Gestalt wir verdienen nicht verstärken, als ich im Geheimen gemerkt wird, wo mir kein Ehe sein kann. Deine Ehe sagen mir, euer Eid geboren wir. Meine der noch kommen sollen,
wir alle in dein Buch geschrieben. So, du hast einen ganz klaren Plan, wo du die geschaffen worden bist und wo du Gott die auf die Erde gestellt hast. So, du hast keine Zeit zu verlieren, die mit dem zu beschäftigen, was die nur besser geht als die. Du hast einen Auftrag auszuführen und da ist die Rückforderung liegt auf die von der go verre weg. Hol deinen Blick auf den Plan, den Gott für dein Leben bestimmt hat. Du wirst viel großartige Sachen mit ihm erleben können. Doch solange als die in dem interessiert, was die nur besser geht als die, wirst du gehemmt und gelähmt worden, all die Wunderworte zu erleben, die Gott die in deinem Weg wiesen will. Wenn du wirst groß sein, dann lehr die rauf zu lassen, in ein deiner von deinem Nuber zu sein. Gott hat mit dir persönlich was fair. Die Frau ist, best du opdafür und best du willens, deinen Blick auf den Plan zu setzen, was Gott für dein Leben bestimmt hat, dem Auftrag, den Gott dir hier gegeben hat, auszuführen. Wenn dem so ist, dann lade ich dich an, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, die Not zu fallen. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, in die Zukunft zu schicken. Uns nur dem uitstreichen, was vor uns liegt. Ich danke dir, dass du durch den Kreuz einen Strick durchgetragen hast und uns die Gelegenheit gegeben hast, und was immer war da jetzt, dass wir ein Vorher und ein Nachher haben können. Wir können loslassen. Wir können Kreuz lassen, was uns schwer anhängt. Und wir können von dir frei werden, durch dem, was du Kreuz für uns getan hast. Und wir können in die Zukunft dann schicken, frei, durch dein Wort, für dich zu leben, den Plan, was du gemerkt hast, für uns Leben, zu leben, und die du durch die Ehren zu verherrlichen. Damit wir uns mit unseren Nächsten mitfreien können, wann dem das gut geht. Ich bete, dass du uns helfen musst, dass du uns lehren musst, und dass wir in diesem Weg, was wir hier auf dieser Erde gehen, dass es eine Schule nehmen können für uns, wo wir uns Tag für Tag von deiner Wahrheit freimachen lassen können, wo wir lehren können, die ähnlich zu werden. In Jesus seinen Namen. Amen. Ik leer